18 Minuten vor der 7 ist es Freitagmorgen. Oh, Freitag. Zum Glück ist Freitag. Mit dem Fabian Unterreger. Fußballtechnisch diese Woche zuerst ein ganz grosser Traum, der vom FC Basel im Viertelfinale der Champions League und dann relativ rassig und verbannt ein 7-faches Aufwachen. Der FC Basel ist in München gegen den FC Bayern regelrecht untergegangen. 7-0. Ein Mann, der definitiv mitgelitten hat, der ehemalige FC Basel Erfolgstrainer Christian Gross. Ja, guten Morgen miteinander. Ich denke, es ist ganz klar, was im FCB an dem Abend zum Sieg gefehlt hat. Das ist einfach, und zwar ich. Okay. Ein Mann, der den FC Basel kennt wie kein Zweiter. Er holt dort immer wieder frische Spieler. Unser Nazi-Trainer Otto Hitzfeld. Ja, ich denke, man muss von einem speziellen Spieler reden, wenn bei einer 7-0-Niederlage der Goalie von der Basler beste Spieler von der Mannschaft gesehen ist. Ja, aber ich bin stolz auf die Basler, weil ihnen aller gegen Erwartungen am Schluss der Ehrentorschuss noch gelungen ist. Ja, ein Ehrentorschuss, aber eben kein Goal. Alex Frey, warum nicht? Ja, Bayern hat ganz klar das Glück auf ihrer Seite gehabt. Die Fußballgötter haben das Spiel entschieden. Die ersten 10 Sekunden sind meines Erachtens noch sehr ausgeglichen gewesen. Durch das Anspiel haben wir sogar während dieser Zeit mehr Ballbesitz gehabt. Frau Lüttenschlager, ich habe mir das Spiel angeschaut. Ja, Herr Schanziegler, Sie sind Politiker, aber nicht Sportler. Und ich muss klar feststellen, Basel sind von den Münchner Geldsäcken überfahren worden. Alle 14 Sekunden schiessen die Basler bzw. Bayern ein Goal. Alle 30 Minuten schafft Basel einen Doppelpass. Und alle 2 Minuten haben Basler-Fan heimwollen. Dankeschön, Herr Ziegler. Schauen wir es mal anders an. Bayern München hat nach der 1-0-Niederlage in Basel gesagt, der schlechte Rasen sei schuld. In München ist beim FC Basel das Wetter an der Niederlage nicht unbeteiligt gewesen. Theorie vom SRF-Wetterchef Thomas Bucheli. Ja, es ist ein Sturm aufgezogen zu München im Raum Straf. Meteorologen haben ihm den Namen Gomez gegeben. Das Bayernhoch ist den ganzen Abend geblieben und hat es zugetan. Und das darum, weil die Zigarrenwolke von der Uli Hoeneß Front die Basel Sonne, die vorher noch so gestrahlt hat, verdeckt hat. Zum Glück ist Freitag. Mit dem Fabian Unterreger.